Ich kann es kaum glauben. Er ist tot. Ja, er ist wirklich tot. Ich habe es selbst gesehen, ich war dort. Er, Jesus, ist tot. Ich habe es gesehen. Sie haben ihn in sein Grab gebracht und dieses mit einem großen Stein verschlossen. Wie kann das bloß sein? Worauf soll ich nun noch hoffen? Mit ihm ist nicht nur ein enger Vertrauter, ein wunderbarer Lehrer und ein treuer Freund gestorben. Nein, die Hoffnung selbst ist tot. Ich kann es nicht fassen. Jesus ist fort. Und mit ihm alles, was die Hoffnung am Leben erhielt. Ja, solche Momente sind mir vertraut. Momente, in denen es draußen zwar hell, in mir aber stockdunkel ist. Sie scheinen stete Begleiter in meinem Leben zu sein. Ich habe gehofft, die Momente der Dunkelheit seien vorbei. Doch erneut sucht die Hoffnungslosigkeit mich heim. Ich kann den Schmerz, den ich empfinde, kaum in Worte fassen. Seine Tiefe und Intensität bringen mich an meine Grenzen. Ich fühle mich so hilflos, schwach und verlassen. Jesus, du hast mich doch zu hoffen gelernt. Du hast mir beigebracht, auf Gott zu vertrauen. Doch wo bist du jetzt? Ich verstehe es nicht und ich traue mich nicht, noch an die Hoffnung zu glauben. Es ist zu dunkel um mich und ich verstehe es einfach nicht. Verstehe nicht, wieso du am Kreuz gestorben bist. Verstehe nicht, was hier passiert ist, als die Erde bebte und der Vorhang des Tempels zerriss. Verstehe nicht, wie du uns retten kannst, wenn du doch tot bist. Stille und Trauer umgeben mich wie ein Mantel aus Blei, der mich langsam erdrückt. Jeder Atemzug fällt mir schwer und ich spüre den Schmerz des Verlustes tief in meinem Herz. Ja, in meinem ganzen Körper. Alles in mir rebelliert und alles in mir schreit nach einer Antwort, einer Erklärung. Irgendwas, was Sinn macht. Doch es bleibt still. Es bleibt dunkel und still, obwohl ich doch so gerne glauben will. Ich will glauben, dass dies nicht das Ende ist. Ich will glauben, dass Jesus unser Retter ist und dass selbst der Tod ihn nicht davon abhalten kann. Jesus selbst hat doch gesagt, er ist unser Licht. Und dennoch bin ich gerade umhüllt von purer Finsternis. Wie soll ich denn noch hoffen, wenn die Hoffnung zusammen mit Jesus vor meinen Augen am Kreuz gestorben ist? Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hatten. Ernüchtert, enttäuscht, ängstlich hat man sich zurückgezogen, Türe zu und ja, abschließen nicht vergessen. Sondern eine lähmende Ernüchterung macht sich bereit und Fragen von der Zukunft kommen auf. Ja, was wird denn aus uns jetzt? Wie soll das weitergehen mit uns? 3 Jahre mit diesem Jesus unterwegs. Da waren tolle Momente dabei. Das war wirklich ein Abenteuer. Außergewöhnliche Dinge sind da geschehen. Die Sache mit 5000 Menschen, die alle satt wurden. Ja, das ist wirklich eine Geschichte gewesen. Da haben sie noch lange darüber geredet, wie das Wunder irgendwie zustande kam. Oder dann die andere Geschichte, als Jesus des Nachts, es war dunkel, sie auf dem See, es stürmte und Jesus kommt auf dem Wasser einhergelaufen und will fast an ihnen vorbeilaufen. Es war unheimlich, sowas zu sehen und gleichwohl auch sehr faszinierend, was da geschah. Und dann noch die Story mit dem einen, ja,
der auch gestorben ist, Lazarus, derjenige, der dann tatsächlich wieder lebendig worden ist. Und jetzt sitzen sie zusammen in diesem großen Raum, die Türen sind zu. Es sind Erinnerungen, alles Erinnerungen. Und die Frage nach der Zukunft tut sich mehr und mehr auf. Schöne Erinnerung, aber irgendwie wie surreal. Was hat das für eine Bedeutung heute, jetzt für mich? Ich denke, manchmal geschieht das auch in unserem Leben, dass sich der Glaube an diesen Jesus Christus sich auf einmal wie lähmt, nicht mehr lebendig ist, sich Schatten darauf legen. Und sie fragt, was soll das? Und was sind es nur noch Erinnerungen oder hat das noch eine Bedeutung sogar für meine Zukunft? Ostern hin oder her. Irgendwie ist Karfreitag geblieben. Zeiten, in denen sich auf einmal Schatten auf die Seele legen. Schatten, die einfach nicht weggehen wollen. Einfach da sind. Man sich selbst wie im Grab wiederfindet. Im Ort von Furcht, von Angst, von Aussichtslosigkeit. Verschlossen. Und auch die fröhlichsten Gemüter unter uns erleben solche Phasen im Leben, wo auf einmal solche Schatten auftauchen. Das normale Leben aus der Bahn geworfen wird, man sich es anders vorgestellt hat mit der Beziehung, mit der Ehe, mit Kindern, mit dem Beruf, mit der Gesundheit. Und auf einmal sich wirklich großen Fragen gegenübergestellt sieht. Schlaflosigkeit, Krieg, was auch immer einen gerade auch noch bewegt. Und da warten Sorgen auf einen und man fragt sich, wie wird das? Was wird aus uns in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahr, mit unseren Finanzen, mit unserer Gesundheit? Wohin soll das führen? So war damals den Jüngern wahrscheinlich auch zumute. Denjenigen, die 3 Jahre lang mit diesem Jesus unterwegs waren und tolle Geschichten erlebt haben. Und jetzt sitzen sie zusammen in diesem Raum. Als die Frauen denn an der Tür klopften. Die Geschichte rund um diese Auferstehung von Jesus in dem Johannesevangelium, dem Evangelisten, der das aufgeschrieben hat, sehr detailreich beschrieben. Maria Magdalena, wir haben gerade von ihr gehört, wie sie sich wahrscheinlich so gefühlt hat. Was für eine verrückte Story diese Frau hatte. Wie muss sie das zerrissen haben? Die Frau, als sie Jesus damals begegnete, wird erzählt davon, dass sie von 7 Dämonen irgendwie besessen war. Die hatten Besitz ergriffen von ihr. Was man sich darunter auch immer noch alles vorstellen soll. Die Frau war geknechtet. Vielleicht war sie in Sucht drin. Vielleicht hatte sie Dinge, die sie zutiefst klammerten aus der Vergangenheit. Schlimme Dinge, die ihr angetan worden sind. Und die wie ein Dämon auf ihrer Seele saßen. Und sie begegnet Jesus. Und dann passiert was Außergewöhnliches. Die Seele von ihr wird heil, kommt wieder Gesundheit hinein. Und sie wird einer der treuesten Nachfolgerinnen von diesem Jesus Christus. Zusammen mit anderen Frauen ist sie mit den Männern die ganze Zeit unterwegs, versorgt sie, kocht, macht, tut. Sie mit den anderen Frauen ist auch diejenige, die bis ganz am Schluss am Kreuz aushält, ausharrt. Und sie zusammen mit ein paar anderen Frauen ist auch diejenige, die den toten Leichnam von Jesus Christus hinterher einbalsamieren will, mit zum Grab geht, wo er hingelegt wird. Und mit dem Tod von diesem Jesus ist wirklich eine Welt bei ihr zusammengebrochen. Unter Schock. Jetzt ist gerade ausgedrückt, Stille und Trauer umgeben mich. Wie ein Mantel aus Blei mich langsam erdrückt. Jeder Atemzug fällt mir schwer und ich spüre den Schmerz des Verlustes tief in meinem Herzen, ja, in meinem ganzen Körper. Jesus hat doch selbst gesagt, er ist unser Licht. Und doch bin ich gerade umhüllt von purer Finsternis. Und dann, wie soll ich denn noch hoffen, wenn die Hoffnung zusammen mit Jesus vor meinen Augen doch am Kreuz gestorben ist? Es ist Ostermorgen. Es ist noch dunkel. Der Samstag war schon still.
Aber heute Morgen ist es immer noch still, bei den Jüngern in dem Raum, bei Maria. Und sie läuft am Ostermorgen an dieses Grab hinein. Und was sie dort findet, macht ihr keine Freude. Sie sieht, sie kommt dahin, der Grabstein ist weggerollt. Und ihr Panik macht sich breit. Welche Chaoten klauen einen Leichnam? Wo ist er? Was soll das? Haben wir keinen Respekt mehr vor Totenruhe? Und dann steht Folgendes im Johannesevangelium, Kapitel 20. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen. Aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner. Ein Gärtner. Hatte eine Schaufel auf dem Rücken oder was? Sie hielt Jesus für den Gärtner. Die erste Person, die Jesus Christus zu Gesicht bekam, war diese Maria Magdalena. Und sie hält ihn für einen Gärtner. Ein logischer Fehler. Vielleicht war es ein prophetischer Fehler. Vielleicht war es aber auch gar kein Fehler. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. You called my name and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. Mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. Oh, the only you, Jesus, when I met you, you called my name, and I ran out that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out that grave.
Karfreitag, als Jesus begraben wurde in diesem Grab. Und das Grab war in so einem Garten. Es war ein angemessener Ort, glaube ich, für eine Beerdigung. Ein Garten ist ein Ort auch, wo Dinge kultiviert werden, wo auch Neues wieder entstehen darf. Ein paar Tage vorher hat Jesus noch gesagt, bevor er gestorben ist, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Sonst bleibt es eben allein. Aber wenn es stirbt, dann bringt es wirklich viel Frucht. Am Samstag war der Sohn Gottes, Jesus Christus, diese heilige Saat, wo in die Erde gefallen ist, in diesem Garten. Er wurde ins Grab gelegt, aber er hat nicht im Grab gelebt. Aber er wurde hineingelegt für einen kurzen Moment. Ostersonntag brachte die erste Frucht der Auferstehung hervor von Jesus Christus. Die erste Frucht im Garten der Auferstehung. Jesus wurde erkannt als ein Gärtner. Und ich finde das Bild noch schön, dass Jesus als Gärtner erkannt wird. In der Kunstgeschichte ist das häufig so gezeichnet worden, Jesus als Gärtner. Er mit dem Spaten auf dem Rücken, irgendwie so fanden die Leute das toll. So hat Maria wahrscheinlich Jesus gesehen und ihn am Spaten erkannt. Jesus ist wirklich ein Gärtner in einer Hinsicht. Er ist wirklich ein Stück in einer Hinsicht ein Gärtner. Der erste Mensch, Adam, wurde auch als Gärtner bezeichnet. Er sollte die Erde bebauen, bepflanzen. Und das Projekt ist wirklich in die Hose gegangen. Und anstatt sehr viel Schönes ist auch sehr viel Disteln, Brennnesseln, sehr viel Gestrüpp entstanden. Dinge, die Tod bringen. Und Jesus wird wie das zweite Adam im Neuen Testament mal genannt, der den Garten wiederherstellen will. Der wie gekommen ist, Dornengestrüpp und Dinge, die unfruchtbar sind in unserem Leben, in dieser Welt, die zum Tod führen, wirklich zum Leben zu bringen. Es wird im Alten Testament schon mal angekündigt, dass das so der Werdegang ist, dass der neue Adam wirklich einen neuen Garten herstellen wird. Im Jesaja steht, anstelle der Dornenbüsche werden Zypressen, wachsen Zypressen. Und wo heute Brennnesseln wuchern, da schießen Myrtensträucher empor. Und dadurch wird mein Name überall bekannt werden. Jesus, der dieses verstandelte Ödland, womit Brennnessel und Dornen übersät ist, möchte er in saftige Gärten verwandeln. Warum passt das Bild, dass Jesus wirklich so als Gärtner auftritt? Weil Jesus nicht als Zugschaffner kommt. Wäre ein neuzeitliches Bild. Aber Jesus ist nicht so eine Art Zugschaffner, der uns ein Ticket für einen Schnellzug in den Himmel vermittelt. Möglichst schnell im Himmel ankommen, wenn du das richtige Ticket hast, dann funktioniert es auch. Unsere christliche Hoffnung, die hat nicht so viel damit zu tun, dass wir von der Erde so schnell wie möglich in den Himmel kommen, sondern wesentlich mehr, dass wir hier auf dieser Erde schon das Reich Gottes, den Himmel, anfangen zu verwirklichen und darauf beten und mitwirken. Jesus als Gärtner und auch nicht als Anwalt. Wäre ein anderes Bild, wo man vielleicht nehmen könnte. Jesus, der für uns eintritt als Anwalt, der einen guten Deal herausholt, bei den zornigen Gott im Himmel zu besänftigen und so wir einigermaßen aus der ganzen Geschichte gut rauskommen. Jesus selbst tritt dem Bild richtig entgegen, wenn er der Maria später nämlich sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater, und dann sagt er ausdrücklich noch, und zu eurem Vater. Zu meinem Gott, und dann fügt er hinzu, und zu eurem Gott. Sagt eben kein Anwalt, sondern ein Gärtner, der unser Leben wirklich mit neuen Pflanzen wirklich ausstatten möchte. Als Gärtner und auch kein Banker, der uns vielleicht einen guten und bezahlbaren, günstigen Kredit gibt, um vielleicht unsere Sündenschuld irgendwie zu befreien. Nein, Jesus geht wirklich so in den Alltag von unserem Leben hinein. Man könnte sagen, in den Humus von unserem Leben, mit einem S geschrieben, nicht wie der israelische Brotaufstrich. Da kommt in unserem Humus vom Leben und sagt, hey, ich möchte da wirklich Dinge rausholen und Neues hineinpflanzen. Wohlgemerkt, Anwalt, Zugschaffner und auch Banker sind ehrenwerte Berufe. Falls jetzt ein Banker hierbei ist, ich meine das nicht böse, wirklich nicht. Alles ehrenwerte Sachen. Aber die Bilder helfen nicht wirklich, das deutlich zu machen, was da an Ostern passiert ist. Dass Jesus aufersteht und was Neues anfängt zu blühen.
Diejenigen von uns, die so einen Garten daheim haben, die wissen, die Arbeit von so einem Garten ist was recht Bodenständiges. Du musst manchmal auf Knien, du musst mit den Händen in den Dreck, du musst Sachen ausreißen. Manchmal gilt es auch, giftige Wurzeln rauszuholen, damit Gesundes wieder wachsen kann. Und diese verflixten Brombeeren und Disteln, die vermehren sich einfach. Und da muss man tief manchmal graben, weil die haben tiefe Wurzeln. Jesus ist sich nicht zu schade dafür, in dem Humus von meinem Leben zu wühlen und zu sagen, lass uns den Dreck rausholen und Neues reinpflanzen. Da soll ein neues Leben wirklich blühen. Und das ist mit Ostern wirklich möglich geworden. In dem Film Die Hütte, The Shack, da wird mal das Seelenleben wie beschrieben als so ein dorniger Garten, wo ganz viel Gestrüpp ist. Und sie graben da sie tun da giftige Wurzeln sogar rausholen. Manchmal muss man Sachen rausreißen aus dem Leben, weil es giftig ist, weil das ganze Leben sogar vergiftet. Und solche Zeiten können durchaus auch anstrengend sein in unserem Leben, wenn wir das entdecken. Aber wie hat Jesus so gesagt? Aber die fruchttragenden Reben möchte ich sorgfältig beschneiden, damit sie noch mehr Frucht tragen. Also ich glaube, vertrauen wir diesem Gärtner Jesus. Er kennt uns, er kennt deinen und meinen Lebensgarten. Und Maria hatte doch nicht so ganz unrecht, als sie sagte dann, ja, das ist der Gärtner. Maria hat ihn aber noch nicht erkannt. Und das passiert im nächsten Abschnitt, denn wo Jesus sie anspricht und sagt, Maria. Und in dem Moment, wo Jesus sie anspricht mit ihrem Namen, das löst wie was in ihr aus. Und das ist immer so, wenn du mit Namen angesprochen wirst, Ralf, Irene, Franz, Urs, Uli, wie auch immer. Wenn du mit Namen angesprochen wirst, dann meinst du bist gemeint. Da kennt dich einer. Er liest mit Namen. Er kennt deine Geschichte und was alles damit zusammenhängt. Maria fällt es wie Schuppen von den Augen in dem Moment. Sie hört ihren Namen, dreht sich um zu ihm und spricht ihn dann an und sagt, Rabuni. Sie sagt nicht Rabbi, sondern Rabuni, steht im Johannesevangelium. Rabuni ist eine besondere Bezeichnung, hebräisch, und heißt ähnlich wie mein Meister. Das ist nicht ganz gleichzusetzen wie mit dem Rabbiner, mit dem Rabbi, sondern es ist wie eine erhöhte Form von Rabbi. Mein Meister, in dem Wort steckt sogar ein Begriff von Gott drin. Mein Meister. Eine feierliche, erhöhte Bezeichnung von Jesus. Und damit ist Ostern bei Maria dann wirklich auch angekommen. Und zwar in der Begegnung passiert auf einmal so ein Wachwerden. Wow, ich bin gemeint. Und auf einmal kommt so eine Art Frühlingsduft so in den winterliche Seele hinein, die so traurig am Kreuz stand und sagte, ich habe keine Hoffnung, wie soll das weitergehen? Ostern heißt auch, dass dieser himmlische Gärtner dein und mein Land wirklich verändern möchte. Ostern ist für genau so eine Zeit, wie wir sie momentan haben auf dieser Erde. Wie dieses Jahr, für diese Zeit. In einer Zeit, wo Bomben fliegen, wo Gewalt mit Gewalt beantwortet wird, wo scheinbar keine Lösungen sind für ein friedfertiges Miteinander, wo sehr viel Unkraut, Brennnesseln, Disteln wachsen, weltweit, unter Ländern, in der Gesundheit, in der Familie, vielleicht in deiner eigenen Gesundheit, in deinen Finanzen, wo auch immer. Und mitten da hinein ruft der Auferstandene, look Leute, Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Ostern ist genau für so eine nicht heile Welt, wie wir drin leben. Für eine Welt, die manchmal sogar auseinanderbricht. Ich habe vor kurzem ein Bild entdeckt, ein Kruzifix, wo Jesus so sehr leichtfüßig oben dran hängt. Ich habe es lange auf mich wirken lassen. Habe gefragt, ob ich es zeigen kann heute. Manche sagen, nein, kann ich nicht bringen. Und doch, Jesus, der so fast aufs Kreuz raufklettert oder runterklettert, sich an einer Sache noch festhält und dann so ganz freundlich, aber auch zuversichtlich die Hand unterstreckt. Sagt, hey, und er streckt die Hand zu dir. Ja, guck. Ich finde es ein sehr ermutigendes Bild. Weil Jesus für mich da wieder zuruft und mir zuruft, komm, hey, komm. Wir schaffen das.
Nimm meine Hand. Komm, wir gehen zusammen durch dieses Leben, durch diese Welt, die so immer so zusammenbricht. Streck die Hand aus zu dir, quasi möchte sagen, hey, wir leben in der Karfreitagswelt, aber wir sind Ostermenschen. Wir sind Ostermenschen, wir leben von der Auferstehung her. Und deswegen, komm, gib mir die Hand. Und ich werde den Garten mal aufräumen. Wir machen das zusammen. Vertrau mir, das kommt gut. Vertrau mir, das kommt wirklich gut auch in deinem Leben. Schlag ein. Wir sind Osterleute. Und da möchte ich dir zurufen, auch für diese Phase jetzt in dem Leben, wo du drin stehst. Wir sind Ostermenschen, aber wir leben in der Karfreitagswelt. Im Markus-Evangelium, da wird berichtet, dass Maria Magdalena zu ihren Jüngern ging, zu ihren Freunden und davon erzählt, ich habe Jesus gesehen. Und sie sagen alle, ja, wir nicht. Jeder möchte ihn gern sehen. Auch ich, auch wir hier. Und dann wird den Jüngern damals gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen und in Galiläa werden sie ihn sehen. Galiläa lag außerhalb. Galiläa war eine Gegend, wo Juden lebten und Heiden. Es war eine sehr zerrissene Gesellschaft in Galiläa. Und Galiläa steht für mich für unseren Alltag heute. In Galiläa werden wir Jesus sehen. Mitten in dieser Zerrissenheit von dieser Welt, wenn wir hingehen als Ostermenschen, werden wir Jesus entdecken. Und Jesus wird mit uns gehen nach Galiläa, in deinen Alltag. Da, wo es manchmal wirklich spannend. Und da sagt Jesus, hey, ich bin hier. Ich reiche dir die Hand und ich gehe dir mit dir durch diese Zeit. Vertrau mir, das kommt gut. Und das möchte ich dir heute an Ostern zusprechen. Dass Jesus dir die Hand ausstreckt und sagt, komm, ergreif meine Hand. Wir sind Ostermenschen. Du kannst ein Ostermensch sein in der Karfreitagswelt. Und mitten in Galiläa die Spannungen aushalten und Licht in der Finsternis bringen. Das Reich Gottes breitet sich aus. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich heute ein, bet mit mir und sag, hey, ich möchte die Hand ergreifen von diesem Jesus. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich bete noch zum Schluss. Und ich lade speziell dich ein, wo du heute vielleicht in so einer Zerrissenheit drin lebt und merkt, ich bin mitten in Galiläa, ich bin mitten, Disteln, Dornen und Gestrüpp. Dann bietet dir Jesus heute an, hey, ich bin dabei, wir schaffen das. Wir schaffen das. Reich mir die Hand und wir gehen gemeinsam das an. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn gesandt hast und wir heute das miteinander feiern und loben können, wirklich rausposaunen dürfen, dass du auferstanden bist, dass du als Auferstandene uns die Hand reichst und sagst, ich gehe mit dir. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir in die Zerrissenheit, in das Gestrüpp deines Lebens und ich habe keine Angst davor. Ich bin dabei. Und wenn du das möchtest, dann bete dieses Gebet mit. Vater, ich lade dich ein. Jesus, ich lade dich ein. Ich möchte wirklich deine Hand heute hier symbolisch entstrecken, möchte ich wirklich umfassen. Ich lade dich ein in dieses Gestrüpp von meinem Leben. Danke, dass du gute Gedanken vom Frieden über mir hast und dass du Neues in meinem Leben auch zum Wachstum bringen wirst. Gute Pflanzen, schöne Pflanzen, Pflanzen zum Heil für die ganze Welt. In deinem Namen bete ich das.